Frohlocket, liebe Freunde, wir sind im Minus angelangt, zurück bei Anno 1800. Ja, Anteilseinkommen, ne, da ist wieder mal einer ein bisschen am Abkacken. Aber ist egal, wir haben genug Kohle und ich werde sowieso ein bisschen dafür sorgen, dass dann die Bilanz hoffentlich sehr, sehr gut wird. Jetzt erst einmal ist die Mission, das mit Gleitschützen abzuhandeln. Sprich eigentlich erst einmal die Quest, die Hauptquests, um in Besa, das Land der Löwen, abzuschließen. Flotte beginnt Geleitschutz. Neben dem Schutz schätze ich auch die Gesellschaft. Flotte beginnt Geleitschutz. Schön, schön. Jetzt halt die Frage war, brauchen wir Geleitschutz? Okay, was könnte jetzt noch passieren? Wird noch was passieren? Fragen über Fragen. Hier auf der letzten Reise für Archibald im Auftrag seiner Majestät. Wer weiß, vielleicht entlassen sogar ihre Hoheit und er muss hier bleiben. Kann man kaum vorstellen. Also einerseits storytechnisch, das vielleicht schon, aber andererseits das Problem sehe ich halt eher ein bisschen in seiner Funktion in der alten Welt, die der gute Archie noch hat. Sehen Sie, ich fertige gerade einige... Daher kann ich mir das eigentlich eher kaum vorstellen. Was ich mir aber eher schon mal vorstellen kann, ist, dass man meine Finanzen ein bisschen aufstocke. Für den bereits erwähnten Plan. Und zwar mal mir einen Anteil von seiner Insel zu holen, weil das ist natürlich etwas, was sich echt lohnen würde. Aber hier muss man halt gewisse Dinge verkaufen. Hier ist halt die Frage, solche Kriegsdinge auch. Anhangskosten, Verkaufspreis. Ich meine, wenig ist es nicht. Die Frage ist halt, würde es überhaupt lohnen? Das ist halt die Hauptfrage. So, solche Items verkaufen. Ich glaube zum Teil ja schon, ne? Die wären zum Teil schon recht teuer. Ja, zum Beispiel Schiffsbaumeister auch. Ja. Können wir uns einmal überlegen. Oder hier die Waren halt, die wir auch alle haben. Wie wir jetzt zum Beispiel gemerkt haben, hey, Sekt haben wir sowieso genug. Können auch mal einen Sekt verkaufen, weil wir produzieren ja sowieso selber. Hier vielleicht eher weniger, doch Glühbirnen wäre auch so eine Option. Bringen Glühbirnen viel? Ich weiß es nicht, das ist halt so ein bisschen die Frage. Interesse ist eigentlich relativ gut. Nähmaschine muss noch ein bisschen gucken. Hochräder auch, wenn es eigentlich ein Plus ist, aber es können ein bisschen mehr sein. Kaffee, Schokolade wird jetzt ein bisschen gesorgt. Zigarren passt noch. Taschenuhren erhöht nur langsam. Passt für mich soweit auch. Bin mal gespannt, wie viel ich für Sekt jetzt bekomme. Die Guidesen ist echt ein... Alter, was für ein Schiff, ey. Weitergemacht. Von welcher Insel? Ah, von der hier. Natürlich auch so etwas, wo sich einfach immer angreifen an einer Insel. Aber halt irgendwie dann dafür sorge, dass sie zwar in die Knie geht, aber nicht zerstört oder nicht komplett übernommen wird. Dann müsste er eigentlich auch alle Anteile übernehmen. So wie es zumindest jetzt hier war. Wenn mir gerade auffällt, die hat ja gar nicht so viel zur Abwehr. Die müssen ein bisschen mehr haben, oder? Ja, da hat er ein bisschen mehr. Ich glaube, die Insel echt in die Knie zu zwingen, ui, das wäre schwierig. 16 Millionen bräuchte ich, ey, alter Schwede. Ich denke jetzt mal, wenn ich ihm den Krieg erklären würde, ich würde all meine Schlachtkreuze, die ich habe, zusammentrommeln und dann hier eben angreifen. Ich glaube, er hat einen Haupthafen sowieso irgendwo anders. Hier war, genau, hier ist Kontor. Ganz ehrlich, ja, er hat hier ein paar Dinge, aber die kriege ich platt. Oder ich lasse sogar erstmal in Ruhe und greife erstmal einen Hafen an, bis die Insel aufgibt. Dann müsste ja eigentlich alle, sein Einteil müssen mir gehören. Können Sie vielleicht einmal überlegen? Egal. So. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Für was? Pflicht erfüllt. Der freche Sack. Zeit für ein Nickerchen. Kannst du auch mal mit der Insel probieren.
Gut, aktuell kann ich nicht angreifen, ne? Da ist ja auch sowas. Momentan geht das leider nicht. Wir nehmen es. Ja, super. Sie werden es zu schätzen wissen. ...55 und es ist immer noch unmöglich, sogar nicht Angriffspakt. Wäre unmöglich, oh Mann. Ich hüte besser meine Zunge. Ja, tu das mal. So. Warte mal, ich wollte hier mal ein bisschen verkaufen und gucken, wie viel Kohle ich dafür kriege. Endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Was? Alter, die Phonographen sind teuer. Lecco mio, Luxusbedürfnis. Ah, weil generell das Luxusbedürfnis halt teurer wären, wa? Das können wir natürlich mal probieren. Abdrehen beginnen. Ja, aber Hölzer bereits wieder, also mein Gott. Und so ziemlich rasant, wenn man das kurz bemerken darf. So, wir sind ja hier, wir sind bereits angekommen, genau. Weiß gar nicht mehr, wo er ist. Glanz erfüllt die Seele von Enbesa mit dem Willen des Herrn. Mit dem Willen des Herrn! Ups, das war eine andere Quest. Wo ist er denn? Stillgestanden, Herr Admiral. Es ist nur recht, dass die, die zu Beginn da waren, auch bei diesem Neubeginn dabei sind. Okay, danke, das ist sehr nett von ihm. Die Anerkennung ist gewiss. Gleich. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, aber okay. Habe ich eigentlich hier Glühbirnen? Ich hatte hier gar keine Glühbirnen. Und nicht mehr, ich hatte mal welche. Ja komm, vergiss es. Ja. Muss mal ganz kurz gucken, mir gefällt das ihm noch nicht. Ja, die gehen zwar zurück, aber ich muss noch ein bisschen drauflegen. Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Nun, das ist vielversprechend. Mal einfach nochmal einen drauf, komm. Da wird schon irgendwie gut gehen. Wenn ich noch ein bisschen irgendwie was im Vorrat habe, weil... Ein neuer Auftrag? Ich nehme einfach zu viel mit. Ich hatte den bereits runtergesetzt. Da klappt das nicht mehr wie früher. Ich habe gesagt, plus 20, ja. Ja, plus 20 hinnehmen und 20 abladen. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Mal ganz kurz gucken. Auf Ihren Befehl. Naja. Anderes Thema. So, bringen wir es zu Ende, Freunde. Sir Blake, ich bin froh, dass Sie wieder am Verhandlungstisch zu sehen und das mit einer gewissen Gelassenheit im Gesicht, wenn ich mich nicht irre. Oh, gesperrte Antwort. Oh. Das mit einer gewissen Gelassenheit im Gesicht, wenn ich mich nicht irre. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie, ungeachtet der schweren Verhandlungen, diese Gelegenheit nutzen, um MBS als ein Reich anzuerkennen, das einer Allianz würdig ist. Gedimer richtet seinen Blick quer über den Tisch auf Sie. Dem stimmen Sie doch zu, Verwalter. MBS entwickelt sich prächtig, nicht wahr? Ach du Scheiße. Ja, vor allem was die Vorbedingungen, also sprich vor allem was da mit den Hirten betrifft. Die ältesten Krieger glauben relativ schnell noch auf die hohe Anzahl, aber den Rest... Oh Mann ey, was kommt jetzt mit so einem Quatsch noch daher? Schillert die Brust ist... Schillert die Brust, ja, du schillerst gleich nicht mehr ey. Mann, Leute, da wollen wahr sein. Auch noch ein paar mehr von euch. Ja, kriege ich das noch so schnell hin? Warte mal, hier oben vielleicht eher weniger, aber...
Wo ich sicher hinkriege, ist hier unten. Weil hier habe ich sowieso ziemlich viel an Waren, was ich kaum verbrauche. Ja, ich denke, ich werde sie zum Tanz einladen. Versorgung verboten. Hibiskus-Tee. Der ist sogar verboten, das weiß ich, das habe ich so mal bestimmt. Wenn ich halt hier mehr bräuchte, vor allem mehr Hirten. Upgraden muss ich gar nicht unbedingt, aber ich bräuchte halt mehr Hirten hier. Dann ist halt das Problem, ist dafür sorgen, dass wir hier noch ein bisschen mehr Waren liefern. Also er zum Beispiel hier. Der auch hier mit dem Trockenfleisch. Da einfach noch ein bisschen mehr Leute reinkriegen. Das wäre generell gesehen möglich. Oh Mann. Man sieht, allen geht es schon viel besser. War was? Hat er eine Krankheit irgendwo? Hab nichts gemerkt. Also die Frage, wie schnell kriege ich das hin, wa? Holz selber haben die hier genug, da machen wir gar keine Sorgen. Bin ich eigentlich noch nahe genug am Stadtzentrum dran? Das wäre ja die andere große Frage, aber ich glaube schon, wa? So. Natürlich auch machen könnte, wäre einfach die Häuser nur temporär hinmachen. Nachher wieder abgrasen vor allem. Ja, nachher wieder abreißen. Weil ich halt einigermaßen genug Leute habe insgesamt. Warte mal, hier, Hirten. Das steigt mal ein bisschen. Wie viel brauchte ich? Da steigt es noch. Älteste, ja, okay. 2200. Kümmere ich erstmal darum. Oh, ernsthaft. Ja gut, na gut, na gut, na gut. Kümmern wir uns halt erstmal ums Wasser. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, danke schön. Das lobe ich mir natürlich. Das ist sehr schön. So, das was da kommt, das was da kommt. Bin hier zu weit weg, wa? Hä? Okay. Krass. Das Wasser fließt, ja, es fließt. So, ganz ehrlich, bis ich hier genug Hütten habe, das wird wirklich dauern. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich brauche also 2200 Hirten insgesamt. Gut, dann machen wir das mal. Machen wir die Häuser temporär, wa? Und zwar, ja, ihr seht es richtig gemacht, die absichtlich so, dass nachher klar ist, hey, die wollte ich eigentlich gar nicht so bauen. Oder würde ich eigentlich gar nicht so bauen. Und es nachher halt eben wieder abreißen kann.
In jedes Häuschen kommen ja 10 Personen rein. 10 Personen natürlich. So. Währenddessen, das wird ein bisschen dauern, währenddessen zurück in die alte Welt. Wir haben gerade gesehen, die Luxusgüter sind die viel Geld einbringen. Cleverer Schachzug. In dem Fall Hochräder, Schmuck und Taschenuhren. Jetzt muss man ganz kurz gucken, wie denn hier eigentlich die Bilanz generell ist bei diesen Waren. Taschenuhren, ja, steigen nicht so schnell, wie ich gerne hätte. Das ist wahr. Das werden wir holen. Sehr gut, Schmuck aber genug. Dann machen wir es mal so, komm. Wie viel Kohle das wohl einbringt. Verkauft er mir hier ernsthaft einen Dampf? Ihre Majestät benötigt kaum einen Rat. Das ist echt ein Öltanker. Der würde mir glatt einen Öltanker verkaufen. Was ist denn das für ein Trottel? So. Das sind noch die 2,8, was ich brauche. Jo. Ich hoffe mal, dass mir hier einen Anteil zurückkaufen würde. Ihr müsst eigentlich immer das Doppelte bezahlen, was ich zum Verkaufen bezahlen würde. Da ist ein bisschen schräg das Ganze, ja, aber es ist so. Das ist die Great Eastern langsam. Weil eigentlich wäre es ein bisschen schneller, deswegen ist hier die Great Eastern. Unterhaltskosten, dafür ist eben halt eigentlich so ein krasses Schiff, wie es geht noch. Doppelt so viel wie jetzt für die, ja. Ah, aber doch, eigentlich geht's noch. So. Gehen wir euch mal da raus. Dann sind das auch mal die Kampfschiffe, die wir Man haben. muss immer bereit dazu sein. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Krass. Ah, so kann man die Baugen nehmen für die Great Eastern. Aber sonst nicht, oder was? Kann ich nur so eine Baugenehmigung kriegen? Pflicht Wäre erfüllt. ja auch doof. Zeit für ein Nickerchen. Alter, Alter, Alter! What? Ja, ganz ehrlich, ciao. Eine ganz und gar bedeutungslose. Alter, leck mir am Arsch. So, mit ein bisschen mehr Kohle auf Backe. Wir schätzen eure Mühen sehr. Hat er auf mal Fettsonntag abgekauft. Alter, wie viel Kohle wir eigentlich hätten. Oder kriegen könnten. Vor allem jetzt aber natürlich plus 16, weil ich einfach mal so einen Inselanteil abgekauft habe. Und eben der Witz an der Sache ist, wenn er es mir wieder abkaufen will, also mir selber wieder zurückkauft, wenn er seinen Inselanteil zurückhaben will, also mir von mir abkaufen will, muss man wieder einen vollen Betrag zurückzahlen, also eben die 2,8. Der 2,799, whatever. Hätte dann doch ein Inselland noch ein bisschen mehr verkaufen würde. Alter. Okay, kann man sich überlegen. Ja, ist halt das Problem, wenn du halt immer ein bisschen so dran bist, mit der ganzen Story und so weiter und so fort, du hast keine richtig Zeit, dir damit auseinanderzusetzen mit dem Ganzen. So, warte mal, das sind ja 2200, die wir am Schluss brauchen. Das war so, wa? Genau, und ich brauche noch etwa 300 Älteste. Jetzt wohlgemerkt, dürfen wir nicht übersehen. Älteste, ich muss so ein Haus dafür, sag jetzt mal, opfern. Nee. 10 und kriegt nachher 20. Ne, momentan 17. Das heißt, er braucht noch irgendwie 20 Häuser mehr von denen. WTF. Okay, das ist übel. Aber kann es nachher wieder downgraden, wa? Ja, da geht wieder. Okay, auch hier nehme ich irgendwelche Häuser, die außen stehen, damit nachher klar ist. Aha, das sind die, die ich nachher wieder zurückstufen kann. Auch irgendwie noch ein paar Lücken hinterlassen. Da spielt gerade ein bisschen die Knie, merke ich. So, müsste aber eigentlich langsam gewesen sein. Dann machen wir hier oben noch ein paar hin. Ja, jetzt noch ein bisschen knapp, aber es geht noch. Dann haben wir hier ja auch noch ein bisschen Platz.
braucht diese Einwohner. Alter, plus 20.000. Lecco mio. Aber zu viele Älteste, ernsthaft? Ja, ist aber zu viele Älteste. Also kommen wir noch ein paar zurück. Da eben noch welche dazu joinen, würde mal sagen, kann der auch wieder zurück. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ihr müsst ja eigentlich relativ zufrieden sein. Gut, die Forschung ist natürlich noch verboten, ne? Aber ganz vergessen. Das natürlich noch aufheben müsste. So. Sonst Trockenfleisch da drin, das heißt, in den kriege ich jetzt auch noch ein paar Einwohner. Wieso ich 2200 brauche? Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Gut, damit es natürlich noch ein bisschen besser aufgeht, eben auch hier temporär, müssen wir da halt jetzt mal, weil ich hätte doch gerne diese Antwort. Packen wir die mal hin. Ich hoffe, ich weiß es nachher überhaupt, also eben diese Antworten, beziehungsweise das hier so doof gemacht habe, nur um es nachher wieder abzureißen. So. Jetzt müssen wir aber nachher einreichen, also bitte. Man sieht, die Anzahl Ältesten geht weiterhin hoch, also kann ich da wieder ein paar abreißen. Ich wollte gerade sagen, da habe ich vielleicht einen zu viel abgerissen, aber nee, es passt. Jetzt hier trotzdem reichen. Ja, es hat immer plus 8, wa? Dass bis zu 8 neue Bewohner dazukommen. Tja, müssen wir jetzt einfach Geduld haben. Bringt alles nichts, Freunde. Bringt alles nichts. Brauchen wir natürlich noch ein Krankenhaus, ist klar. Da reicht dann mal das Holz nicht. Das Holz, das Holz, das Holz. Die hätten gerne ein bisschen Ziegenmilch. Okay, ans Einwohner wird es ein bisschen knapp. Sonst brauche ich hier kein Gebäude mehr, wa? Podium habe ich? Nö, ich habe sonst alles. Okay. So haben wir es langsam mal. Ja, wir haben es endlich. Gott sei Dank. Jo, vollkommen richtig. Ich möchte hinzufügen, dass der Krone im Bes als vielversprechendes Reich von beachtlicher Größe betrachtet. Sonst noch etwas? Okay, da ging schnell. Und im Bes ist sich einig. Es gibt keinen internen Konflikt oder ungelösten Stand in irgendeinem Bezirk, von dem Ihre Majestät vielleicht wissen sollte. Ja, wir können mit Stolz behaupten, dass ein Bes ein Feind des Reiches ist. Ketima ist ein allseits geschätzter Herrscher, haben wir bereits gemacht, jo. Leider sind nicht alle daran abhängig von der Region einverstanden, für Janni Hui Ketima Partei zu ergreifen. Doch, das haben wir gemacht bereits, auch die Sidequests. Perfekt. Herrscher, jetzt wird erfreut sein, im B das gleichzeitig anzuerkennen. Da muss man ja Zweifel. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich es bin, der Ihnen diese Allianz schmackhaft machen sollte, werter Kaiser. Vielleicht könnt ihr bemerkenswerter Keftania-Verwalter, der sozusagen in beiden Lagen heimisch ist, darlegen, warum Ihre Majestät eine würdige Verbündete für MBs abgeben würde. Wenn Sie nichts dagegen haben, Sir Archibald, würde ich bei diesen Verhandlungen lieber Karls Kriterium die Treue halten. Oh.
Das Welt eurer Majestät ist überaus klug und es heißt, dass die Sonne in ihrem ausgedehnten Herrschaftsgebiet niemals untergeht. Stellen Sie sich auf Archibalds Seite, wann immer Sie die Wahl haben. Ja, super, dankeschön. Und ich erinnere mich nicht mehr, waren Sie es oder jemand anderes, der mir beim Kartografieren des Gebiets geholfen hat? Ja, da war ich. Geliefert haben, fortsetzen. Wenn Sie erlauben, Janni Hoi, Sir Archibald, ich habe einen eigenen Vorschlag für diese Allianz einzubringen, der Sie, wie ich glaube, 10-fach stärken wird. Mein Leben lang trachte ich danach, Brücken für die Lernenden in der ganzen Welt zu bauen. Forschungsinstitut. Ja, gerne. Das Beste, was je gedruckt wurde.